Wir müssen uns mit all den Waffen versehen, die unsere Gegner gegen uns anwenden können. Wir müssen in den feinsten Abtönungen des Ausdrucks und den schwierigsten Punkten des Gesetzbuches forschen, um uns in jenen Fällen rechtfertigen zu können, wo wir Urteile sprechen, die absonderlich kühn und ungerecht erscheinen können. Denn es ist wichtig, unsere Entscheidungen so zu begründen, dass sie als die höchsten in Gesetzform gefassten moralischen Grundsätze erscheinen. Unsere Regierung muss sich mit all den Hilfskräften der Zivilisation ausrüsten, in deren Mitte sie wirken soll. Sie wird sich mit Schriftstellern, praktischen Juristen, Verwaltungsbeamten, Diplomaten und schließlich mit solchen Personen umgeben, die durch einen bestimmten Unterricht in unseren Sonderschulen vorbereitet sind. Diese Personen werden die Geheimnisse des Gesellschaftsbaus kennen. Sie werden alle Sprachen des politischen ABC verstehen und den ganzen Untergrund der menschlichen Natur kennen, mit all den Gefühlsseiten, auf denen sie zu spielen haben werden. Diese Seiten sind die besondere Geisteshaltung der Goyim, ihre Neigungen, Mängel, Laster und Fähigkeiten, die Besonderheiten der Klassen und Stände. Überflüssig zu sagen, dass diese begabten Hilfskräfte der Regierung, von denen ich spreche, nicht aus den Reihen der Goyim genommen werden können. Diese sind gewohnt, ihre Verwaltungsarbeit so zu verrichten, ohne sich weiter um deren Zweck zu bekümmern und nie daran zu denken, wozu sie dienen. Die Beamten der Goyim unterschreiben Papiere, ohne sie zu lesen, entweder um des Lohnes oder um des Ehrgeizes willen. Wir werden unsere Regierung mit einem ganzen Heer von Wirtschaftspolitikern umgeben. Aus diesem Grunde ist auch die Volkswirtschaftslehre der Hauptgegenstand des Unterrichts, der den Juden gegeben wird. Ein ganzer Stand von Bankherren, Industriellen, Kapitalisten und, was die Hauptsache ist, Millionären wird uns umgeben, da im Wesentlichen alles von der Personenfrage abhängt. Eine Zeit lang, bis wir ohne Gefahr wichtige Staatsämter unseren jüdischen Brüdern anvertrauen können, werden wir jene mit Leuten besetzen, deren Vergangenheit und Ruf so sind, dass zwischen ihnen und dem Volke eine Kluft liegt. Leute, die im Falle des Ungehorsams gegen unsere Anweisungen peinlichen Anklagen entgegensehen oder verschwinden müssen. Dies alles dient dazu, sie bis zu ihrem letzten Atemzuge unsere Belange vertreten zu lassen.